Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlebt. Und das Episode geht ein bisschen ernst, weil es geht um zwei Filme. Ja, die Filme sind schon ein Zeitchen raus und da wenn der Hund aber laut Bedürfnis darüber schwätzen zu wollen. Voilà. Und wer das genau geht, das seht ihr heute. So, ich will nicht unbedingt das Special nennen, das aber schon ein bisschen Special, weil es geht um den Film X und um den Prequel, ja, der Prequel Pearl. Und das sind zwei Filme, die mich ein bisschen eiskalt erwischt haben. Also schon selber ohne Rekommendation auf einem YouTube-Kanal gesehen, der gesagt hat, ja, das sind zwei Filme, die muss ich schon gucken. Und ich gesagt, komm, das machen wir doch mal. Am X geht es auf jeden Fall, also X ausgeschrieben, ne? Einfach X, geht es darum, das ist eine Pornofilm-Crew, die wollen halt einen Pornofilm drehen. Und da haben sie sich da Matzen Land eine kleine Hütte gelohnt bei einem alten Farmer. Und dann haben sie sich gedacht, voilà, wir lohnen das Dolo. Und dann drehen wir den Film. Ja, der gute Farmer wusste aber auch noch nicht, was sie da gerne machen. Und die Familie, die da wohnt, die sind ein bisschen skurril, können die so. Und ja, das Ganze endet ziemlich blutig. Jene und seine Frau sind ziemlich krass drauf. Und das Ganze geht so ein Psycho-Horror-Slasher, Teenie-Slasher, wie ich schon lange nicht mehr gesehen habe, den man ganz krass Texas Chainsaw Massacre-Vibes gegeben hat. Und was mich wirklich eiskalt erwischt wird. Mit den Kritiken aus dem Losu geht nicht so extrem heiß geholt, weil kriegt so Mittelratings, aber es ist schon mega gefeiert, weil es einfach ein Genre ist, weil den schon lange nicht mehr so gesehen wird, auch schon lange nicht mehr quasi an der so mal Qualität gesehen wird. Weil die Sachen, die sie schon ziemlich innergetaucht und auch der Film wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen, aber trotzdem mit verschiedenen Schnittmustern dran, die ungewinnt modern sind. Das heißt, wir haben einen Film, den ziemlich alt wirkt, aber dann trotzdem immer verschiedene Passagen ziemlich moderne rüber können. Und das fand ich ganz spannend und hört ein ganz interessant Weise, wie das alles zu weisen. Und es kennt einfach unerwartet. Also wenn da so etwas wie Texas Chainsaw Massacre gerne hört, ich meine, da sieht er mit X nicht so falsch. Aber er lohnt nicht den großen Lichtblick für die nächsten Filme, die werden kommen. Das ist ein kleiner Film und das ist ein kleiner spaßiger Film. Von allem, eben wenn das Horror-Slasher, Teenie-Slasher-Genre ihn ein bisschen interessiert, dann kriegt ihn Hai etwas Flottes geboten. Da kommt ich dann auch schon direkt zu schwätzen, ob den Prequel, das heißt, den hört für kurzem heute den zweiten Teil kriegt, den erzählt Geschichte über die Frau vom Haff. Wenn er den Film gesehen hat, also wenn der Ex gesehen hat, da wäre er fest schon, die Frau ist zwar ganz speziell drauf, die ist doch nicht ganz riet. Mehr am Film Pearl geht dann hier Jugend gewesen, auch da gewesen, wie speziell sie doch ist. Und den ist auch, den ist, also ganz spannendes Stilmittel. Alles wirkt extrem kontrastreich und extrem pseudo-glücklich, also so ein pseudo-glücklich Familie, aber 100 Kulissen, da rabbelt es aber vierstellig. Das ist der ganze Film mit einer ziemlich glückliche Optik und auch führende Credits oder während der Credits, also so ein gestalten Freundlichkeit zu gesehen. Das gesehen hat, wenn er den Film guckt. Und das ist ganz speziell. Also ich schon nicht absolut gefeiert, den glückliche kontrastreiche Optik und dann mit so brutale Szenen zu mixen. Und auch hier so ein bisschen den Texas Chainsaw Massacre Feeling. Irgendwie wirkt das so, wie wenn in Lomeng Texas Chainsaw Massacre ging so, ja, mich gerne mal interessieren, wie war die Familie dafür drin? Also wie ist das dann so weit kommen, dass das so ging ist? Und das kriegen wir halt mit Pearl, also zum Film X auf jeden Fall. Und das kriegen wir dann eben nur mit Pearl, da kriegen wir gewesen, was passiert dann, für das ihn so Müll geht, was passiert dann dafür drin? Und also die zwei Filme sind meiner Meinung nach absolut guckenswert, sind kleine Geheimtipps, wenn ihr so will. Also gängig ein ganz klare Guckempfehlung ausschwätzen. Sie laufen nicht aktuell am Kino, der könnt ihr sie auf Amazon kaufen. Ich schon so auf Apple TV und ich mal so aufgeladen und ich mal so da geguckt.
das heißt, die können erst ganz gemütlich daheim gucken an denken der Wert nicht enttäuscht gehen wann der Genre erst so sieht weil es ging so das war doch schon wann der die Filme schon kennt da Lust mal gerne Kommentar war dir du von der Halt an wann sie da gesehen hat ging mich auch ganz stark interessieren wer da du von der gehalten hat so an dem Sinn ging es so war da doch schon an ich wünsche nicht ganz viel Spaß beim Film X an Pearl bis dann ciao